Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder die Yankee mit Let's Play Dragon Age Origins auf Pelzig. Wir gehen weiter zum obersten Stockwerk. Da kommt wieder was ganz Wichtiges. Ich hab's jetzt schon wieder im Gefühl, ne? Ich hab's halt morgen beim Brunzen gemerkt. Ah jo, und was für ein Olver Kolver, einer von der Wichte Oger. Die Kampfmusik ist auch sehr geil. So, na dann. Also ich muss echt sagen, die Kampfmucke ist doch schon ziemlich geil. Das Leuchtfeuer. Okay, meine Kämpfer machen sich bereit. Der stürmt, der Oger. Das ist nicht gut. Wir versuchen ein Ei zu frieren, wenn möglich. So. Funktioniert. Okay. Also, die Musik ist echt geil. Ah, okay. Der widersteht zerschmettern. Okay. Eifrierer oder Verlangsamer lässt er sich trotzdem und er merkt, wer ihm Schade macht. Dumm ist der nicht, der Ogie Bogie. Alles klar, na dann weg mit uns, Igitt. Autsch, das ist nicht so toll. Uah. Ich brauche ein bisschen Lebenskraft. Sonst wäre das nämlich nichts mehr in der Welt. Aber wir hätten gleich. Wow, Achtung, welcher von denen machte Crit? Alistair, Achtung. Muss man gesehen haben. Alter Falter. Nicht schlecht, Kerl. Da fließt Blut, ach wie Sau hier bei dem Vieh. Was hat er dann bei sich? Seelenfresserbombe, Voraussetzung Giftherstellung, kann also keiner von uns benutzen. Blitzrune des Gesellen können wir erst später. Havards Aegis. Chance, Distanzgeschossen auszuweichen. Ja, das ist doch gar nicht mal so schlecht. Und für unseren Kerl ist das auch ein legendärer Gegenstand, zumindest auf niedriger Stufe, den er sich jetzt auch mal einverleiben darf für seinen coolen Kill. Ja, ist durchaus besser. Also, nimm das. Und es ist einfach beschlagen mit irgendeinem Leder und keine Waffe drauf. Ist auf jeden Fall besser, das Ding. Hat auch einen Codex-Eintrag, das Teil. Schauen wir mal. Kreaturen haben wir jetzt 8. Oger mit dabei. Die massigen Oger überragen die andere dunkle Brut und sind ein seltener Anblick. Oh Gott. Die massigen Oger überragen die andere dunkle Brut und sind ein seltener Anblick, selbst auf dem Schlachtfeld. Üblicherweise tauchen sie nur während einer Verderbnis auf, aber es heißt, auch in den tiefen Wegen wären schon einzelne oder kleine Gruppen bei der Jagd beobachtet worden. Zumindest ein Bericht der Grauen Wächter spricht von einem einzelnen Oger in der Korcari-Wildnis im Jahre 919 des Drachenzeitalters, allerdings geschwächt und damit ein leichter Gegner. Während einer Verderbnis dagegen könnten bis zu 100 dieser Kreaturen eine Horde der dunklen Brut begleiten. Mit ihrer gewaltigen Stärke durchbrechen sie Befestigungsanlagen und sprengen die vorderen Linie der gegnerischen Armee. Sie rennen mit roher Gewalt gegen den Feind an, wie Stiere. Ihre Faustschläge lassen die Erde vibrieren und Gegner straucheln und sie werfen mit gewaltigen Felsbrocken. Der Nahkampf gegen einen Riesen, der einen Krieger mit der einen Hand fast zerquetscht, während er mit der anderen auf ihn eindrischt, gestaltet sich oft als schwierig. Das Opfer kann versuchen, sich frei zu strampeln oder ein Verbündeter schlägt auf den Oger ein, um den Gefährten zu retten. Die Grauen Wächter raten beim Erschlagen eines Ogers zu erhöhter Vorsicht, denn falls keine größere Verletzung an Kopf oder Herz vorliegt, kann sich der Oger binnen Minuten wieder vollständig erholen. Bei einer Verderbnis ist daher zu empfehlen, die dunkle Brut umgehend zu Asche zu verbrennen. Das gilt besonders für tote Oger. Gegenstände haben wir jetzt noch Havards Aegis. Havard war Mafaraths engster Freund. Wie wir gelernt haben, ist das einer von der A-Führer gewesen aus der Wildnis, der mit Andraste die Kerch wohl groß gemacht hat. Sie waren im selben Clan der Avar gemeinsam aufgewachsen, hatten in so vielen Schlachten Seite an Seite gekämpft, dass Mafarath ihn Havard den Aegis nannte, weil er verlässlicher war als jeder Schild. Mafarath brachte Havard zu seinem Treffen mit Tevinter mit, denn es war undenkbar, seinen Feinden ohne seinen Aegis gegenüberzutreten. Ist übrigens griechisch für Schild.
Als Hawat begriff, dass Mafarath Andraste verriet und sie der Hinrichtung überließ, wollte er dennoch nicht sein Schwert gegen seinen Freund und Lehnsherrn ziehen und stellte sich zwischen Andraste und die Soldaten von Tevinter. Die Männer von Tevinter schlugen ihn nieder und Mafarath ließ den vermeintlichen Toten einfach liegen. Aber so schnell fällt ein Aegis nicht. Hawat überlebte und schleppte sich schwer verwundet zu den Toren von Minrathous, um die Hinrichtung zu verhindern. Zu spät. Er fand nur noch die Asche der Prophetin, die man Wind und Regen überlassen hatte. Als seine Finger die Asche berührten, vernahm er plötzlich ein Lied und sah vor sich Andraste in einem Kleid aus Sternenlicht. Sie kniete bei ihm nieder und versprach: Der Erbauer wird nie vergessen, solange ich mich erinnere. Seine Wunden schlossen sich. Neu erstarkt nahm Hawat die Asche unserer Herrin auf und brachte sie zurück ins Land der Alamari. Okay, nette Sage. Da sind noch ein paar Fessler. Die können wir natürlich aufmachen. Stammeshalskette ist hier noch als Geschenk drin und Granat. Und hier sind noch 62 Kupfer drin. Aller Hopp. Gut, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Das heißt, uns bleibt durchaus noch Zeit und Gelegenheit, unser Kollege hier wieder zu entkleiden. So, mein lieber Freund, das war zwar ganz nett mit dir, aber ich steht nur Sache, du machst sowieso nicht mehr so lang. Deswegen klauen wir euch jetzt auch einfach mal die Sache. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Und es kann später jemand von unseren Leuten gebrauchen oder wir geben es an einen Händler weiter. Also, weiter geht's. Sound the retreat. But what about the king? Should we not... Do as I command. The traitor Loghain, Mistkerl. Pull out! All of you, let's move! Tja, Verräter Loghain zeigt sein wahres Gesicht. King Cailan ist jetzt wohl weg. Und wir erwachen bei Morrigan. Ah, your eyes finally open. Mother shall be pleased. Was ist mit der dunklen Brut? Ich erinnere mich, das ist das Mädel aus der Wildnis. Ja, wo bin ich? Was ist mit der dunklen Brut? You were injured and then Mother rescued you.
Do you not remember? Ne. Moment mal, was ist dann mit der Armee passiert und mit dem König? Ich weiß nur noch, dass die dunkle Brut mich überwältigt hat. Die hat mich gerettet von der Turmspitze. Okay, Moment mal, was mit der Armee passiert und dem König? The man who was to respond to your signal quit the field. The Darkspawn won your battle. Those he abandoned were massacred. Your friend, he is not taking it well. Mein Freund Alistair? Was mit der grauen Wächter passiert und dem König? Ja, geht mir genauso, das ist ja furchtbar. Ich muss hier raus. Was mit der grauen Wächter passiert und dem König? All dead. Your friend has veered between denial and grief since Mother told him. He is outside by the fire. Mother asked to see you when you awoke. Okay, warum will die Mama mich sehen? Waren meine Verletzungen schwer? Ich habe ein paar Frohre. Danke für die Hilfe. Waren meine Verletzungen schwer? Yes, but I expect you shall be fine. The Darkspawn did nothing Mother could not heal. Was ist dann mit Alistair? He is, as you are. I suppose it would be unkind to say he is being childish. Sehr unfreundlich. Sie waren seine Freunde. Nee, warum will die Mama mich dann sehen? I do not know. She rarely tells me her plans. Okay, da habe ich noch ein paar Frohre. I do not mind. Take your time. Sind wir dann hier sicher? We are safe, for the moment. Mother's magic keeps the Darkspawn away. Interessant. Once you leave, 'tis uncertain what will happen. The Horde has moved on, so you might avoid it. Okay. Warum hat dann die Mama uns gerettet? I wonder at that myself. But she tells me nothing. Perhaps you were the only ones she could reach. I would have rescued your king. A king would be worth a much higher ransom than you. Tja. Sehr viel mehr. What a sensible attitude. Mother is seldom sensible, however. Okay, wie hat sie uns dann eigentlich gerettet? She turned into a giant bird and plucked the two of you from atop the tower, one in each talon. If you do not believe that tale, then I suggest you ask Mother yourself. She may even tell you. Na gut, Formwandler ist ja jetzt nichts Schlimmes. Gibt's auch andere Überlebende? Only stragglers that are long gone. You would not want to see what is happening in that valley now. Warum hat dann der Hansel hier, der bucklige Verwandte vom Snape, der König im Stich gelassen? I do not know who this Loghain even is. Perhaps ask Mother of it. Okay, da habe ich genug Frohre gestellt. I agree. 'Tis time you speak with Mother, then be on your way. Okay, jetzt sind wir wieder angezogen und haben noch ein Level abgekriegt. Da ist noch eine Truhe mit dem Letterhelm. Nehmen wir uns. Wir sind ja so freundlich hier, um alles zu knackert, oder das können wir eh nicht aufmachen, ne? Kann ich eh verharzen. Braucht sogar einen Schlüssel. Naja, könnte ich ja nicht mal knacken, wenn ich wollte. Okay, dann machen wir jetzt mal 28 Magie. Dann haben wir nämlich hier den nächsten freigeschaltet. Aber da könnte man noch Manipulation. Wir könnten auch die Kräuterkunde besser machen. Stehlen. Der Charakter ist schnell genug, um sowohl freundlich als feindlich gesinnte Personen kleine Gegenstände zu stehlen. Okay. Machen wir mal Kräuterkunde ein bisschen hoch. Dann Wertszeit für den Sturm. Das ist eine ziemlich nützliche Fähigkeit. Und dann könnte man als nächstes hier mal ein bisschen auf die Feuersache weiter zugehen, ne? Aber das ist halt, Sturm ist schon ziemlich geil. Okelidokeli, Taktikfeld hat es außerdem auch noch dazu gegeben. Dann Morrigan. You must speak to Mother, then be gone. You have an army of Darkspawn to avoid and 'twould be best to get an early start. Okay, das ist wieder nur das übliche Palaver. Na dann, danke für die Hilfe. You were welcome. Though Mother did most of the work, I am no healer. Das passt schon. Dann gehe ich jetzt. I will stay and make something to eat. Miam, miam, miam. Gut, warum auch immer das Fell hier an der Wand hängt und nicht ohne drunter als Isolierung, aber na gut, ich hinterfrag's mal nicht. So, dann raus und gucken wir mal, was da abgeht. Bei der Mama und beim greinenden Alistair. See, here is your fellow Grey Warden. You worry too much, young man. You're alive. I thought you were dead for sure.
Bin ich nicht. Dank Morrigans Mama. Hab da Angst gehabt, dass alle zurückgelassen werden. Es geht mal gut, aber danke für eure Sorge. Um mich zu töten, braucht es ein bisschen mehr als dunkle Brut. Sagen wir mal Dankeschön für die Mama von dem Morrigan. Oh, this doesn't seem real. If it weren't for Morrigan's mother, we'd be dead on top of that tower. Genau das. Do not talk about me as if I am not present, lad. I didn't mean... But what do we call you? You've never told us your name? Names are pretty, but useless. The chastened folk call me Flemeth. I suppose it will do. The Flemeth? From the legends? Daveth was right. You're the Witch of the Wilds, aren't you? And what does that mean? I know a bit of magic, and it has served you both well, has it not? Okay, wenn kümmert's, wer sie ist, wir müssen was unternehmen. Also warum habt ihr uns eigentlich gerettet? Wenn ihr die Flemeth seid, müsst ihr ziemlich alt und mächtig sein. Wir könnten hier doch nicht in Sicherheit sein. Wo ist die ganze dunkle Brut? Ich nehme an, wir sollten euch danken. Okay, machen wir mal der Dritte. Dann müsst ihr ziemlich alt und mächtig sein. Must I? Age and power are relative. It depends on who is asking. Compared to you, yes, on both counts. Then why didn't you save Duncan? He was our leader. I am sorry for your Duncan, but your grief must come later. In the dark shadows before you take vengeance, as my mother once said. Duty must come now. It has always been the Grey Warden's duty to unite the lands against the Blight. Or did that change when I wasn't looking? Natürlich nicht. Es hat sich geändert, als die meisten von uns abgeschlachtet worden sind. Graue Wächter existieren nicht mehr. Jemand anderes soll sich darum kümmern. Dank Loghain ist das Land jetzt alles andere als vereint. Machen wir mal das. That doesn't make any sense. Why would he do it? Now that is a good question. Men's hearts hold shadows darker than any tainted creature. Perhaps he believes the Blight is an army he can outmaneuver. Perhaps he does not see that the evil behind it is the true threat. The Archdemon. Müssen wir den Erzdämon finden, aber erstmal, was genau ist dann dieser Erzdämon? It is said that long ago, the Maker sent the old gods of the ancient Tevinter Imperium to slumber in prisons deep beneath the surface. An archdemon is an old god awakened and tainted by darkspawn. Believe that or not, history says it's a fearsome and immortal thing, and only fools ignore history. Okay. Alistair ist ja der echte graue Wächter, nicht ich. Helft uns im Kampf gegen die Verderbnis Flemeth. Me, I am just an old woman who lives in the wilds. I know nothing of blights and darkspawn. Well, whatever Loghain's insanity, he obviously thinks the Darkspawn are a minor threat. We must warn everyone this isn't the case. And who will believe you? Unless you think to convince this Loghain of his mistake. He just betrayed his own king. If Arl Eamon knew what he did at Ostagar, he would be the first to call for his execution. Wer ist dann Arl Eamon? Der Aal von Redcliffe? Ist das sowas wie ein Jarl oder was soll das sein? Glaubst du, der Aal wird eher uns Glauben schenken als dem Tern, was auch immer das für ein Titel ist? Der Aal von Redcliffe. Rom erstmal noch. I suppose. Arl Eamon wasn't at Ostagar. He still has all his men. And he was Kaelin's uncle. I know him. He's a good man, respected in the Landsmeet. Of course, we could go to Redcliffe and appeal to him for help. Okay, es gibt auch bestimmt noch andere Verbündete, an die wir uns wenden könnten. Klingt doch eine hervorragende Idee. Vergesst nicht, dass auch Loghain ein Ehrenmann war. Dass wir noch alle begreifen, welche Bedrohung die Verderbnis darstellt. Mal angenommen, er hilft uns. Was machen wir dann? Machen wir das mal. You have more at your disposal than merely old friends. Of course! The treaties! Grey Wardens can demand aid from dwarves, elves, mages, and other places. They're obligated to help us during a blight. Okay. I may be old, but dwarves, elves, mages, this Arl Eamon, and who knows what else. This sounds like an army to me. So can we do this? Go to Redcliffe and these other places and build an army? Warum nicht? Genau das machen doch graue Wächter, oder? Solange wir dabei Gewinn machen, gern. Wow, jetzt sind wir gleich übertreiben. Halte Mutte Gaula. Ich bezweifle, dass es so einfach wird. Solange wir dabei Gewinn machen, gerne. If there is better motivation for doing what is right, I have yet to see it. It's always been the Grey Warden's duty to stand against the blight. And right now,
we're the Grey Wardens. So you are set then, ready to be Grey Wardens. Muss ja wohl, ne? So bereit wir noch sein können. Ich wäre schon froh, einfach am Leben zu bleiben. Ich nehme nicht an, dass sie uns noch mehr helfen können. Wir gehen ja schon all die Frage, nicht Drängler. Ich brauche immer noch mehr Hilfe. Now that you mention it, I do have one more thing to offer. The stew is bubbling, Mother dear. Shall we have 2 guests for the eve, or none? The Grey Wardens are leaving shortly, girl. And you will be joining them. Such a shame. What? You heard me, girl. The last time I looked, you had ears. Ausgezeichnete Idee. Wir kommen darauf, dass wir sie bei uns haben wollen. Danke, aber Morrigan will sich uns nicht anschließen. Ausgezeichnete Idee. Have I no say in this? Nein. You have been itching to get out of the wilds for years. Here is your chance. As for you, Wardens, consider this repayment for your lives. Also hopp, wir nehmen sie mit. Habt ihr das schon die ganze Zeit vorgehabt? Hoffentlich ist sie nützlich, wie er sagt. Na gut, wir nehmen sie mit. Not to look a gift horse in the mouth, but won't this add to our problems? Out of the wilds, she's an apostate. If you do not wish help from us illegal mages, young man, perhaps I should have left you on that tower. Ja. Point taken. Mother, this is not how I wanted this. I'm not even ready. You must be ready. Alone, these 2 must unite for Eldon against the Darkspawn. They need you, Morrigan. Without you, they will surely fail, and all will perish under the Blight. Even I. Understand. And you, Wardens, do you understand? I give you that which I value above all in this world. I do this because you must succeed. Gut, ich verstehe. Allow me to get my things, if you please. I am at your disposal, Grey Wardens. I suggest a village north of the wilds as our first destination. 'Tis not far, and you will find much you need there. Or, if you prefer, I shall simply be your silent guide. The choice is yours. Nee, retten ruhig, wenn ihr was anzumerken habt. Ja, genau. Das sagen wir. Babbelt ruhig. You will regret saying that. Dear sweet mother, you are so kind to cast me out like this. How fondly I shall remember this moment. Well, I always said, if you want something done, do it yourself. Or hear about it for a decade or 2 afterwards. Do you really want to take her along because her mother says so? Brauchen Jedi Hilfe? Gibt da schon einen Ruck, Alistair? Nee, eigentlich nicht. Wir brauchen Jedi Hilfe. I guess you're right. The Grey Wardens have always taken allies where they could find them. I am so pleased to have your approval. Gut, dann sollten wir uns auf den Weg machen. Farewell, mother. Do not forget the stew on the fire. I would hate to return to a burned-down hut. Bah! 'Tis far more likely you will return to see this entire area, along with my hut, swallowed up by the Blight. All I meant was... Yes, I know. Do try to have fun, dear. Gut, jetzt haben wir ein paar Quests dazu. Kriegt der Al von Redcliffe, ein Paragon der anderen Art, das Wesen der Bestie, der zerbrochene Zirkel. Morrigan stimmt zu, Alistair stimmt zu, Alistair hat auch noch ein Level abkriegt. Also kümmern wir uns auch darum, dass der Kaspar ein bisschen weiterkommt. Und zwar, ich behalte ihn ja sowieso nur sporadisch eigentlich, würde ich sagen. Deswegen, komm, machen wir noch hier ein bisschen weiter bei ihm. Das können wir auch noch bei ihm machen. Dann passt das. Bedrohen könnte man schon mal nehmen. Das könnte für die kurze Zeit, wo er noch bei uns ist, nützlich sein. Und Morrigan fängt direkt an. Die ist auf Level 7. Alistair ist auf Level 6. Ich bin auch auf Level 6. Gut, wie man sieht, hat ihre paar Angriffszauber, ein paar lustige Dinger. Morrigan ist... Moment. Die ist Spezialisierung Formwandlerin. Und die werden wir auf Heilung bringen. Dann haben wir nämlich 2 Magier, Angriffsmagier und Heilmagierin. Dann holen wir noch das Stan dazu als Tank. Und wir holen uns noch einen Schurke dazu. Dann sehen wir dann später auch noch, wer dann lustigerweise dazu kommt. Gut, wir sollten Morrigan nochmal ausrüsten.
Haben wir da ein bessere für sie? Nee, sieht nicht so aus. Helme gehen sowieso nicht, das sollte man nicht machen. Hier aber der Halt des Verzauberers. Sie hat nämlich Gestiefel. Gibt zumindest mal +6 auf Verteidigung. Das ist gar nicht mal so schlecht. Kleidung können wir ihr jetzt keine geben, außer Leder, aber das macht das Ganze nicht besonders gut. Ja, ihr braucht eigentlich auch Stoffkleidung, um ehrlich zu sein. Na egal. Hier hätten wir noch das Schüleramulett für sie. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ah, Moment, sie hat hier noch was. Okay, das ist besser. Gut. Okay, Halskette aus sonnengebleichten Zähnen und Knochen. Könnte was für sie sein, oder? Gibt's sie mal als Geschenk? A fine gift. Ja, gib You plus have my 5. thanks. Immer doch. Alle hopp, da würde ich ja was sagen, ihr liebe Leid. Ich mache an der Stelle hier meinen Cut. Und wir sehen uns dann übermorgen wieder zu Let's Play Dragon Age Origins auf Pelzig, wo es dann hier weitergeht. Auf die Weltkarte, genau. Also machen's gut. Und bis übermorgen dann wieder. Iron Yankee.